Ja, heute mal ein ernsteres Thema. Und zwar wollte ich euch mal erzählen, wieso ich das hier überhaupt alles mache. Warum ich da Videos drehe von mir und mich quasi so in die Öffentlichkeit stelle. Nur damit das halt nicht irgendwie falsch rüberkommt oder... Ich erkläre es euch mal. Also zum Ersten ist es halt so, dass ich schon immer gerne mit Kameras rumgespielt habe und gefilmt habe. Damals schon meinem Opa seine Kamera immer Filme gedreht und damals hat man halt noch nicht so geile Möglichkeiten gehabt wie heute, ne? Ja, das ist halt das Erste, ne? Also mir macht es halt Spaß, Filme zu drehen und auch diese Kreativität, die man da ausleben kann. Ja, das ist schon ganz cool. Ja, dann zum Zweiten, kennt ihr ja bestimmt das Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, ja? Und so ist es natürlich auch mit, wenn irgendwas passiert, wo man sich freut oder so, also wenn man positive Erfahrungen macht und so, wenn man das mit jemandem teilen kann, ist das natürlich auch viel cooler, als wie wenn man das, keine Ahnung, alles selbst erlebt nur und, ja, ihr wisst halt, was ich meine, oder? Ich meine, ein Kollektiv-Freude ist doch viel cooler, als wie man daheim im Keller sitzt und freut sich alleine über irgendwas, was natürlich auch cool ist, aber das ist halt noch größer, die Freude. Ja, und das ist halt der Punkt, genau der Punkt, warum ich das überhaupt hauptsächlich mache, ne? Also meine Erfahrungen, sei es jetzt ob negativ oder positiv oder neutral, wenn ich die mit jemandem teilen kann, das ist dann halt super cool. Wenn ich halt so eine Community wie euch habe, ich irgendwas Cooles erlebe und ich das mit euch teilen kann, finde ich das einfach super cool. Wissen dann, natürlich ist das für manche Leute, denke die, wenn sie halt den Inhalt oder das Ganze zeig, was ich doch mache, wenn die das vorher nicht gesehen haben und gucke dann in ein Video und sehen, ach guck mal dort, der hat der Olli gemacht, 5 cm hoch. Und freut sich darüber. Da denken die natürlich, ach, der Idiot, was hat er dann doch nochmal geschafft? Warum macht ihr so blöd, ne? Ne, aber mich persönlich freut das. Ja, also, gerade das mit dem Lego, ne? Wenn ich da Lego aufbaue, mir persönlich geht das gut ab. Und, ja, das ist halt, diese Emotionen will ich halt mit euch teilen, ja? Mir geht das gut ab, dass ich auf Video festhalte, das so ein bisschen editiere und dann halt mit euch zu teilen. Ganz einfach. Mir geht's so nicht zu sagen. Ne, es war mir halt einfach wichtig, dass ich das mal klarstelle, ne? Ja, ich bin auch immer ehrlich zu euch, ne? Also ich tue noch nicht irgendwie großartig Sache mache, die nicht stimmen oder ich verstelle mich doch jetzt nicht, ne? Ganz am Anfang, wie ich angefangen habe zu vloggen, natürlich ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert, ne? Wie ich mich da präsentiere und so. Und da war einiges gespielt. Das heißt auch nicht gespielt, aber war halt nicht 100% Dende. Ja? So viel zu dem Thema, ne? Also, bezüglich Ehrlichkeit, wo ich mein Skateboard zusammengebaut habe, da neue Achse, neue Rolle und so gekriegt habe. Und auf jeden Fall ist es dann so gewesen. Da, guck euch die Scheiße an. Hier. Soll ich mit so einem Dreck? Fuckt mich ab, ey. Fuckt mich echt ab. So, also die Lenkgummis sind echt ein bisschen zu weich für mein Körpergewicht. Ja, also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen strammer ziehen. Oder ja, auswechseln durch härtere. Ja, und das war halt so der Grund, warum ich mich aufgeregt habe. Und ich habe es nicht mit reingeschnitten, weil ich wollte einfach nicht ja, halt die Stimmung in dem Vlog kaputt machen, ne? Und deswegen. Aber es war mir jetzt halt wichtig, dass man das doch kläre. Dann habe ich nochmal geguckt bei Titus. Ja, dann habe ich dort geguckt und habe gedacht, komm, da brauchst du auf jeden Fall härtere Lenkgummis, ne? Damit ich mehr Kontrolle habe. Seht ihr, da waren ja vorher diese grüne Dinger drin. Ja, die grüne Bushings. Hier. Fett. Ja, und da habe ich halt neue bestellt, weil die alte viel zu weich waren, ne? Und also ich hätte mal keine neue Rolle bestellt, aber ich bin dann halt durch Zufall auf ein sehr lustiger Bewertungskommentar gestoßen auf Titus und da ging es um Rolle, die sind ein bisschen breiter. Das heißt, guck mal hier. Das sind hier die Rolle. Die sind ein bisschen breiter, ne? Also haben eine breitere Lauffläche und sind ziemlich weich, ne? Das sind 85A. Also je höher die Zahl ist, desto härter ist es. Ja, ich bin ja auch sowas wie ein alter Mann. Ja? Und ein bisschen schwerer. Und ich das Zeug dann krieg, ne? Und natürlich, da wie ich halt bin, wie ihr mich kennt und ich immer direkt alles zusammenfriemel. Und auf jeden Fall war ich dann am letzten Sonntag teste. Und wie das ausgesehen hat, das sehen wir jetzt.
gesehen. Das war mein Trip vom letzten Sonntag, glaube ich. Jo, da war ich mal, habe ich ja gesehen, war ich ein bisschen skaten gewesen, habe ein paar neue Sachen probiert. Jo, das große Problem ist noch, dass ich seit ich mal den Fußweg getan habe, habe ich ja auch gesehen, oder nicht, auf jeden Fall habe ich mal den Fußweg getan und seitdem habe ich so ein bisschen Schiss, ne, wo da traue ich mich nicht so viel Sache. Deswegen muss ich noch mal so langsam anfangen, Sicherheitsgefühl für das ganze Ding kriegen. Und ja, ich sage jetzt mal einfach danke, dass ihr dabei war. Eine kleine Story dafür, dass ich so viel gelabert habe, aber manche Sachen will ich einfach mal ansprechen und geklärt haben und ja, dann würde ich sagen, wie immer, das Däumchen, wenn es euch gefallen hat, drücke. Wenn es euch nicht gefallen hat, drücken trotzdem eine Daumen. Ja, Abo und wir sehen uns dann zum nächsten Vlog. Alle hopp, machen's gut.